Früher, als ich angefangen habe, war ich noch sehr vorsichtig und nichts zerstören und so. Aber eigentlich muss man da wirklich losschneiden. Also ich finde es halt toll, wenn ich sehe, diese Jacke, die jetzt keiner mehr benutzt, dass ich ihr nochmal ein neues Leben einhauchen kann. Egal ob Rucksack, Grillschürze oder Schlüsselanhänger, Manuela Montag verwandelt alte Feuerwehrkleidung in praktische Designobjekte. Das ist so eine kleine Upcycling-Idee. Das ist aus Feuerwehrkleidung neu genäht. Das ist eine gute Idee. Super ist es. Mit diesem Material, mit diesen Feuerwehrklamotten. Toll. Total witzig, dass das ja hier die echte Hosentasche ist von der Uniform und jetzt quasi auf der Tasche das auch der Aufsatz ist. Erika? Ja, hier? Ja, guck. Mir gefällt sie, das habe ich mehr. Du trägst das schon. Du trägst das schon. Ja, stark. Grundgewicht ist relativ leicht, weil der andere ist ein bisschen schwerer. Oder die Tasche. Die kaufen wir, ja? Tue ich meine Noten rein für Musiker. Freut mich sehr. Und viel Spaß ganz toll. damit. Dankeschön. Super, schön. Freut mich. Ich schätze, ist gut. Größe 50, also meine Größe war es nicht. Ich hab's auch noch größer da. Grillen Sie überhaupt? Ja, grillen tue ich schon. Ganz viel sogar. Das kennen wir auch. Das waren unsere alten Anzüge. Ja, freilich. Sie sind von der Feuerwehr? Ja, genau. Aus Eichach? Nein, unter Wittelsbach. Örtlich. Ja, da habe ich auch einige Jacken, wo unter Wittelsbach drunter steht. Genau, ja, ja. Ja gut, wir haben die damals gesammelt. Gesammelt, genau. Und ich hab's abgeholt. War die Einsatzkleidung. Von der dicken Überjacke, von der Atemschutzjacke ist das nämlich das Futter. Das Futter, genau. Wichtig. Das Futter, Leuchtstreifen, Schriftzüge. Manuela Montag findet für alles Verwendung. Die Idee dazu, reiner Zufall. Als sie und ihr Mann mal abends mit Freunden zusammensitzen, erzählt einer, dass die gesamte Aichacher Freiwillige Feuerwehr neu eingekleidet wird. Dann sage ich, ja, und was macht man dann mit den alten Sachen? Dann sagt er, ja, da suchen sie gerade jemand, der damit was anfangen kann. Oh, und dann hat mich das schon so ein bisschen gedacht, nein, das haben wir schon bitzelt irgendwie. Für 1 Euro pro Stück könne sie die alten Sachen haben. Nur wenn, dann müsse sie alles nehmen. Jacken, Regenjacken, Hosen und Latzhosen. 2000 Teile. Und es war halt wirklich mega viele Kisten, so richtig viel. Wir haben dann praktisch einfach nur den Keller eingeräumt. Und dann stand die halt da mit den Sachen und dann ging das halt so los. Das ist eine tolle Qualität, deswegen mache ich das auch. Dann mit den Leuchtstreifen, klar sind die nicht mehr der Norm entsprechend, aber sie leuchten immer noch nach. Das ist immer so lustig, wenn man bei mir im Nähzimmer dann das Licht ausmacht und da liegen halt die ganzen Sachen und die Taschen, dann leuchtet es immer so schön. Ich benutze fast alles von der Jacke immer. Reißverschluss trenne ich meistens auch raus, wenn der noch ganz okay ist. Und dann, ach Gott, das geht ja so nicht. Winnie, du musst ein bisschen runtergehen. Ja. Ah, da steht ja sogar noch was drin. Der Herr Decker. Decker. Ja, genau. Und der hatte die an wahrscheinlich und die wurde schon gebraucht. Ja, ja, das sieht man auch, dass die im Einsatz war. Brände zu löschen oder irgendwie jemanden zu retten. So, jetzt haben wir, glaube ich, soweit alles. Jetzt geht's ans Nähen und hoffen, dass alles so passt. Wichtig beim Design ist, dass niemand die neuen Stücke für echte Feuerwehrkleidung hält. Manuela ist gelernte Dekorateurin, betreibt aber gemeinsam mit ihrem Mann Christian in Aichach eine kleine Baufirma. Und wie findest du die Sachen, die deine Frau macht? Ja, cool. Hast auch was? Brotzeit-Tasche habt ihr mal gehabt und das Schürze, ja. Also endlich. Anna, kannst Ja, du jetzt runterkommen? Hallo. Du bist die Tochter? Ja. Die Anna hat schon mehr Sachen gekriegt als der Papa, gell? Ja, ja. Ein Turmbeutel. Turmbeutel? Okay. Ja, und ein Rucksack. Das ist Okay. kein Feuerwehrrucksack. Der ist nicht von der Feuerwehr. Nein. Es gibt dann schon auch mal so Taschen, wo ich dann kombiniere mit alten Kleidern, Jeans. Da ist dann nicht alles Feuerwehr. Ich glaube, ich mache das Feuer so und das wäre unten. Das habe ich jetzt so beschlossen.
Der Rucksack muss heute noch fertig werden. Morgen ist schließlich Markt. Rucksäcke gehören zu ihren aufwendigsten Teilen. 3 Stunden später. Das ist jetzt die letzte Naht. Und dann wird spannend. Machen wir mal die Probewendung. So eine große Wendeöffnung kann man nicht lassen. Vor allem man muss mit Gefühl, nicht dass das dann reißt. Harte Arbeit. Mit viel Gefummel. Das ist spannend, gell? Für mich auch immer. So, gewendet, Leute. Cool. Da ist er. Tada. Und passt viel rein, oder? Da passt viel rein. Also das ist ein richtig großer. Genau. Du bist nervös vom Markt. Immer. So eine schöne, das ist so wie Lampenfieber, glaube ich einfach. Der Kunst-Antikmarkt am Sissi-Schloss in Unterwittelsbach. Wenn du halt dann draußen bist im Markt und dann die Leute kommen, ich finde das schon immer, dann bin ich ein bisschen aufgeregt. Wie viel kostet denn die Grillschürze? 75. Wenn man grillt, was schief läuft, Ja, falls es heiß wird. Die ist wirklich praktisch auch, weil sie ja auch so die Taschen hat. Und da drüben wären nur Rucksäcke und Turnbeutel, hätte ich da noch einen. Ja, finde ich eine tolle Idee. Bevor das weggeschmissen wird, Ja. bekommt ein zweites Leben für alle Feuerwehrbegeisterte, groß und klein. Haben Sie denn einen Feuerwehrbegeisterten in der Mehr. Familie? 2 Brüder bei der Berufsfeuerwehr, einer in München, einer in Augsburg. Und natürlich deren Kinder. Der ist auch schön. Aber als Geschenk muss ich jetzt erst mal schauen, ob das was wäre oder nicht. Also ich kann auch auf Kundenwunsch, wenn Sie sagen, Sie wollen es so oder so. Was kaufen Sie jetzt? Die Schürze für meinen Bruder und den Geldbeutel für seinen Sohn. Für Weihnachten. Dankeschön, tschüss. Voll cool. Ich bin bei der Eicher Feuerwehr, ja. Wir haben gestern ein Leistungsabzeichen gehabt. Bestanden. Ja, Glückwunsch. Magst du dann einen Anhänger aussuchen? Wie heißt du? Tommy, Ja, Tee, da müsste einer hängen. Komm, nimm den mit. was kostet der? Den kriegst du so. Echt jetzt? Ja, zur bestandenen Prüfung. Dankeschön. Das ist ja cool. Ja, Dann Dankeschön noch. ja, gerne, gell? Schönen Tag noch und mach's gute gut. Geschäfte. Ja, danke. Servus. Bitte. Das ist das Schöne, wenn Leute kommen, die das einfach lieben, dass die dann ein schönes Zuhause kriegen, würde ich sagen.